Das nächste Kapitel beantwortet die Frage, warum bekommen nur Frauen Zellulite? Der Organismus der Frau hält Säuren zurück und scheidet diese während der Mensis aus. Nicht mehr in Blut, Lymphe, Zellflüssigkeit und Plazenta speicherbare Säuren und Gifte werden zu Schlacken verstoffwechselt und in dieser neutralisierten Form in Hüften, Oberschenkeln oder Oberarmen abgelagert. Diese Schlacken sind relativ leicht löslich und auszuscheiden. Mit einem einzigen Satz lehrt uns Hildegard von Bingen schon im Jahre 1150 nach Christus den Unterschied im Stoffwechsel von Mann und Frau, wenn sie sagt, die Frau scheidet einmal im Monat ihre schlechten Säfte aus. Bis zu dieser Ausscheidung hält der Stoffwechsel der Frau anfallende Säuren, Hildegards schlechte Säfte, auf quasi 3 Parkplätzen zurück. Der erste Parkplatz ist das Blut und die Lymphe. Der zweite ist die Plazenta und der dritte Parkplatz sind Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Nur bei einem Übermaß an Säuren muss der Parkplatz Nummer 3 in Anspruch genommen werden. Dieser Parkplatz Nummer 3 tritt uns jedoch als regelrechtes Parkhaus entgegen. Dieses Parkhaus sind Hüften, Gesäß, Oberarme und Oberschenkel der Frau. Und die Autos, die dort stehen, sind neutralisierte Säuren, Zellulite-Schlacken, zu deren Speicherung Blut, Lymphe und Plazenta nicht mehr in der Lage waren. Normalerweise genügt die Parkkapazität von Blut, Lymphe und Plazenta. Je mehr Säuren im Laufe des Monats geparkt werden, desto mehr Missbefindlichkeiten, zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne und Ödeme zwecks Säureverdünnung stellen sich ein und desto schlechter wird die Stimmung. Unsere Frauen sagen, dass sie empfindlicher werden. Die Männer werden dann umso rücksichtsvoller. Die Frau ist dann am empfindlichsten, wenn der Säurepegel in ihren Zellen und in ihrem Blut am höchsten steht. Dann sind die pH-Werte ihres Blutes am niedrigsten und betragen beispielsweise ca. pH 7,25 oder ähnlich. Die Verläufe der pH-Werte des Blutes unterscheiden sich gravierend zwischen einer sehr gesundheitsbewusst lebenden Frau und einer Zellulite-Frau. 2 Grafiken sollen veranschaulichen, wie unterschiedlich pH-Werte des Blutes bei Frauen verlaufen können. Es darf dabei davon ausgegangen werden, dass diese Verläufe desto unterschiedlicher sind, je mehr sich die Genießerinnen entweder basischen oder sauren Genüssen zuwenden. Logischerweise sinken die Werte aufgrund saurer Genüsse oder anderer Säureverursacher tiefer ab als bei einer basisch-mineralisch orientierten Lebens- und Ernährungsweise. Am Ende der Periode steigt bei allen Frauen der pH-Wert des Blutes auf etwa den gleichen Wert an, nachdem sämtliche Säuren ausgeschieden worden sind. Der Unterschied ist lediglich derjenige, dass die Menstruation bei der säurebelasteten Frau einige Tage länger dauert als bei der wenig belasteten Frau. Im Übrigen treten bei der höheren Säurebelastung alle die Symptome auf, welche die Frauen als mögliche Bestandteile des prämenstruellen Syndroms kennen. Psychische Empfindlichkeit, Kopfschmerzen, Migräne, Pickel und Ödeme und natürlich Zellulite. Ob und welche Missbefindlichkeiten auftreten, hängt primär von der absoluten Menge der angefallenen Säuren ab, bzw. von dem erreichten pH-Wert des Blutes. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Speicherkapazität bzw. die pH-wertmäßige Belastbarkeit des Organismus von Frau zu Frau unterschiedlich ist. Unsere Grafiken machen deutlich, dass es besonders die Spitzen des Säureanstiegs vor den Tagen sind, welche die verschiedenen Missbefindlichkeiten erklären. Selbstverständlich werden immer wieder Ausnahmen die Regel bestätigen. Dabei wird natürlich die Stoffwechselschwäche oder Stoffwechselstärke einer Frau eine besondere Rolle spielen. Leber und Nieren der einen Frau werden mit Sicherheit Mengen von Säuren verstoffwechseln können, welche diese Organe bei einer anderen Frau nicht schaffen. Bei der sind dann PMS-Symptome ausgeprägter, trotz niedrigerer Säuremengen, als bei der stoffwechselstarken Geschlechtsgenossin, die sich manche Sünde aufgrund besserer Konstitution ungestraft leisten kann. Woher kommen nun die vielen Säuren, die wegen der unterschiedlichen Lebens- und Ernährungsweisen von Mensch zu Mensch unterschiedlich anfallen? Harnsäure und Harnstoffe fallen an aus Fleischverzehr und aus dem Absterben körpereigener Zellen. Essigsäure entsteht aus dem Konsum von Süßwaren, schlechten Fetten und Leitgetränken. Gerbsäure und Salzsäure aus dem Genuss von Kaffee und schwarzem Tee. Milchsäure aus übertriebener Muskeltätigkeit. Acetylsalicylsäure aus Schmerzmitteln. Salzsäure aus Stress und Ärger. Kohlensäure aus kohlensauren Getränken. Schwefelsäure
resultiert aus dem Genuss von Schweinefleisch und aus zurückgehaltenen Winden. Salpetersäure aus gepökeltem Fleisch und vielen Käsesorten. Oxalsäure aus Spinat, Rhabarber und Kakao. Wir hatten einmal den Gedanken, dass möglicherweise eine ganz bestimmte Säure für die Psyche, eine andere für die Zellulite, eine andere für Ödeme, eine andere für Pickel und so weiter verantwortlich sein könnte. Das ist nach unseren Forschungen jedoch nicht der Fall. Alle diese Missbefindlichkeiten resultieren aus der absoluten Menge der zu verstoffwechselnden Säuren, kaum aus deren Zusammensetzung. Der erreichte niedrige pH-Wert, die Höhe der Azidität also, ist entscheidend und nicht die Sorten der vorliegenden Säuren. Diese Säuren muss der Organismus unter Zuhilfenahme von Mineralstoffen neutralisieren, damit seine Zellen, Drüsen und Organe nicht verätzt werden. So bilden sich Schlacken, neutralisierte Säuren, welche der Stoffwechsel der Frau in den Hüften, den Oberschenkeln, Oberarmen und im Gesäß ablagert. Die Frau braucht bis zum Ende der Wechseljahre die bei ihr anfallenden Säure nur im Falle der Zellulite zu verstoffwechseln. Ursächlich dafür ist in erster Linie ein Übermaß an monatlich anfallenden Säuren, gegebenenfalls auch eine Stoffwechselschwäche, zum Beispiel der Leber oder der Schadstoffstau durch die Pille. Auch Zahngifte mit ihren Schwermetallbelastungen muss der Körper neutralisieren. Über den Schwermetalltest sind Stärke und Nachweis derartiger Belastungen in vielen Praxen kostengünstig und innerhalb von 10 Minuten erhältlich. Auch durch Zahngifte entstehen Schlacken, die möglicherweise an Zellulite beteiligt sind. Hier haben sich in der therapeutischen Praxis besonders die Injektionsserien mit verschiedenen Aminosäuregruppen und den Katalysatoren des Zitronensäurezyklus, das sind Hehlpräparate, bewährt. Verschlackte Körperbereiche sind logischerweise schlecht durchblutet. Das trifft natürlich auch auf von Zellulite befallene Körperstellen zu. Dort ist nachmessbar die Gewebetemperatur niedriger als in normal durchblutetem Gewebe. Nach den Wechseljahren befindet sich die Frau in einer abrupt und total geänderten Situation ihres Stoffwechsels. Sie muss jetzt alle bisher ausgeschiedenen oder vorher geparkten Säuren selbst verstoffwechseln. Dafür benötigt sie Mineralstoffe zur Neutralisierung der täglich anfallenden Säuren und Gifte. Passt sie jetzt nicht von einem Jahr aufs andere in höchstem Maße auf, erleidet ihr Mineralstoffhaushalt drastische Einbußen, ist er doch im Gegensatz zum Stoffwechsel des Mannes nicht trainiert, Säuren und Gifte zu verstoffwechseln. Deshalb bekommen so viele Frauen nach den Wechseljahren Zivilisatose in Form von gleichzeitig Osteoporose und Krampfadern, Gicht und Rheuma. Oftmals wird jetzt zu Hormonen gegriffen, welche die Osteoporose verhindern sollen. Das tun sie bestenfalls indirekt. Sie lösen möglicherweise die Monatsblutungen wieder aus. So werden die Säuren wieder ausgeschwemmt wie in jugendlichen Jahren. Es ist diese erneute Säureausschwemmung, welche eine Entnahme von zum Beispiel Calcium aus den Knochen überflüssig macht bzw. machen soll. Gibt es eine logische Begründung, weshalb Hormontherapien mit Östrogenen und Gestagenen bei Frauen nach den Wechseljahren Osteoporose verhindern sollen? Wir haben festgestellt, dass bei der Mehrzahl der hormontherapierten Frauen die Monatsblutung nicht wieder einsetzt und damit der Grund für die Heilung von Osteoporose entfällt. Warum wird dann trotzdem weiter hormontherapiert? Gibt es vielleicht tatsächlich eine Verzögerung oder Verhinderung von Osteoporose durch derartige Therapien? Ganz sicher tritt eine Verlangsamung ein, weil durch die Botenstoffe namens Hormone, Schadstoffe, Säuren und Gifte in den Unterleib transportiert und dort abgelagert werden. Das Erscheinungsbild derartig therapierter Frauen spricht oftmals Bände. Sie werden dick und dicker. Immer mehr Wasser wird zwecks Verdünnung der deponierten Schadstoffe in allen Geweben des Unterleibs und der Oberschenkel zurückgehalten, bis eines Tages der ganze Bauchraum dermaßen mit Schadstoffen angefüllt ist, dass in diesem Körperbereich die unterschiedlichsten Krebserkrankungen und Wucherungen auftreten. Nach den Wechseljahren heißt es deshalb für jede Frau, konsequent Säuren, Gifte und Schadstoffe zu meiden und die ehemaligen Menses durch sinnvolle basische Körperpflege zu ersetzen. Das gleiche Vorgehen muss während jeder Schwangerschaft mit regelmäßigen basischen Bädern, Fußbädern und Spülungen praktiziert werden. Wie bekommen wir nun die Zellulite mit ihren Kohlensauren, Harnsauren, Schwefelsauren, Milchsauren, Essigsauren, Salpetersauren usw. Schlacken aus den Geweben heraus? Grundlage jeden Erfolges einer Zellulite-Kur ist die drastische Reduzierung der oben genannten Säuren und die Lösung der aus ihnen bisher